Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Yoshi in dem mysteriösen Buch. Und in der letzten Folge, da haben wir Kapitel 7, den Untergrund, bewältigt. Deshalb gehen wir jetzt zum Riesenbaum. Hab ich so vor. Aha. Es ist, es ist erstmal umgucken. Wirklich ein riesiger Baum. Guck mal, der ist über den Wolken oder so. Meine Güte, diese Wolken. Die Aussicht von da oben muss wirklich atemberaubend sein. Da ist was hinten dran. Guck mal. Was ist da? So etwas wie ein Tannenzapfen? Weiß nicht. Da ist ein Hupfi. Erst will ich mich noch ein bisschen umgucken. Guck mal da. Ob dieser Geselle pflanzlicher Natur ist? Seine Form ist eher ungewöhnlich, nicht wahr? Nö, finde ich jetzt auch nicht. Okay. Oh, guck mal da. Das sind doch diese Puffgis. Die hatten wir doch ganz am Anfang schon mal. Ich gucke mich noch ein bisschen um. Ah, da ist ein Pflanzilein. Ein Stängel. Was für eine Pflanze daraus wohl wachsen wird? Ich habe keine Ahnung. Das müssen wir uns angucken. Oh, warte mal, da ist ein Felsen oder so. Irgendwas bewirkt, dass sich mir die Schnurrbarthaare sträuben. Da muss etwas hinter diesem Felsen sein. Etwas Außergewöhnliches. Okay. Ach, da oben guckt als auch was raus. Guck mal. Was ist das denn? Sieht so aus, als würde der Baum flaumige Bälle ausspucken. Ach so, das kommt von da oben. Das ist aber komisch. Okay, also wir haben das hier und wir haben das hier. Wir fangen erstmal an mit den flauschigen Bällen. Wie sich dieser Pflaum im Laufe des Reifeprozesses wohl verändert? Finden wir es raus. Was hängt denn da dran? Nur anstarren wird nicht viel bringen. Wie wäre es, wenn du diese Kreatur im Detail erforschst? So, machen wir Ding, Dong. Zack. Was hängt denn da für eine Spore an dem Pflaum? Das ist eine Pilzspore an einem Pilzpflaum. Also ein Pilzspore. Kompliziert. Okay, finden wir es raus, indem wir nach links gehen. Oh, es geht nicht nach... Oh, es geht nach links. Hallo. Au, au. Es kitzelt die Kreatur höchstens, wenn du sie auf diese Weise ärgerst. Komm, ich helfe dir. Au. Draufgehupft. Die Butterblume wurde auf einen Schlag verschluckt. Aua, ich aber auch. Wieso redet keiner über mich? Ich will... Nein! Was ist denn das? Okay, das geht. Wir kommen hier nicht weiter. So. Komm mal her, du. So. Ich weiß nicht, was du warst, aber du kommst mit. Weiß und weich. Klar, dass der Geschmack mild ist. So, jetzt pass auf. Zack. Du Eumel, du. Das gilt auch für dich. So. Ihr zwei Banausen. Au. Okay, also ich kann da hochgehen. Ach so, aus diesen Flauschis. Aus... Mal ehrlich, hast du wirklich geglaubt, dass sowas schmecken kann? Man kann den Pflaum als Sprungplattform verwenden, wie praktisch. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass ich an den Pflaum dran gehe und dass mir dann ganz schwummerig wird, weißt du? Sorry. Ah. Sie schnappt unaufhörlich mit dem Mäulchen. Komm mal her. Sie schnappt auch unaufhörlich mit dem Mäulchen, guck. Aua, hör doch auf. Kommen die denn alle her hier? Schnapp doch mal nach der Piranha-Pflanze da.
Ah! Moment. Die Piranha... Moment. Ah, ich dachte, die Piranha-Pflanze hätte nicht nach mir geschnappt. Weil ich so ein Ding auf dem Buckel hatte. So. Ist egal. Aber die ist böse, die schnappt nach mir. Das mag ich nicht. Ja. Was habe ich denn da auf dem Buckel? Ich habe da einen Popcorn auf dem Buckel oder so. Was ist das denn? Eine Dingens wächst nach dem Verzehr von genügend Insekten anscheinend sehr schnell. Ah, ich habe eine Piranha-Pflanze auf dem Buckel. Warum sagt mir das keiner? Ich habe nichts mehr. Ich habe eine Piranha-Pflanze auf dem Buckel. Ah, Platz da. Und keiner sagt mir was. Das ist doch voll gefährlich. Oh, das Wasser. So. Ich hab eine Idee. Guck. Oh, ein grünes Exemplar. Okay, ich dachte grün wie ein Hüpfer, dass man drauf hüpft. Was ist denn hier los? Ich dachte, dass ich da drauf hüpfen kann. Okay. Ich hab eine Idee, pass auf. Nein, ja, aber pass auf. Meine Idee ist eher... Oh. So, pass auf. Komm mal mit, du. Ja? Das ist meine Idee. Ich werde die Pflanze hier wässern. Guck. Das ist eine gute Idee gewesen. So. Ey, hör bloß auf, du. Ich klopp dich. Au. So. Das war zu kurz gesprungen. Das war zu kurz gesprungen. Ich will wieder darüber. Komm auf. Ja, das reicht, das reicht. Ja, okay, gut. Jetzt habe ich keine Eier mehr. Was macht der denn da? Wer fliegt denn der hin? Ich flieg da auch mal hin. Links nach rechts. Na, hier war ich schon. Hallo. Okay. Ich bräuchte so Fluffis, die da dann links runterfallen, weißt du? So Fluffy bräuchte ich, sowas da. Die müssen da aber links runterfallen. So, hört mal auf hier. Lass mich auch mal was machen hier. Wie kriegt man denn die Fluffis? Wo kommen die denn her?
Wo kommen die? Kommen die... Also... Bleib weg da. Kann ich die in einen Blumentopf setzen? Kann ich einen Blumentopf in einen Fluffy setzen? Sind jetzt beide drin? Ne, jetzt habe ich einen kaputt gemacht. Das ist schon verwirrend hier. Okay, hier war das Blümchen. Was macht man mit dem Blumentopf? Ich kann hier nichts machen mit den beiden da. Oh, doch kann ich. Guck mal. Aha. Aha. Hier ist also die erwachsene Kreatur, die so viele Sporen verbreitet. Ja. Da habe ich keine Eier mehr. Das ist schlecht. Okay, zuallererst mal muss ich dafür sorgen, dass die Dinger da runterfallen, ja? So, gut. Und jetzt hau ich dir noch ein paar Eier dran. Bam! Die Königin entthront. Wenn du diese Kreatur nicht ausgeschaltet hättest, würde es hier nur so wimmeln von Plagegeistern. Ah, habe ich ja ein gutes Werk getan, oder? Ja, ja, das schmeckt nicht. Das weiß ich, dass das nicht schmeckt. Aber für die Wissenschaft. So, die Frage ist jetzt, was war mit den ganzen Nüssen da? Warum waren da so viele Nüsse? Warum waren da so viele Nüsse? Was kann man denn mit diesen Nüssen machen? Kann ich den vielleicht einen oder so nach unten lenken? Da ist eine Höhle. Moment. Was ist hier los? Was ist hier los? Pass auf. Okay, da ist ein Blumentopf. Das kann ich erkennen. Oh, ist ja dunkel hier. Ich schieß mal einfach oben hin. Uiuiui. Dem ist der Blumentopf. Pass auf. Komm mal her. Oh, jetzt habe ich natürlich da sind noch welche. Komm mal her, du. Hau ab. Das ist nicht das, was ich haben wollte. Obwohl. Nein, das wollte ich garantiert nicht haben. Pass auf. Ja, setz dich da mal hin. Jetzt habe ich eine Pflanze im Blumentopf. Auch nicht schlecht. Nee. So, ich brauche... Komm mal her, mach doch mal Platz da. So, ich brauche den hier. Aber der darf nicht so viel essen. Vorsicht, der darf nichts essen. Der wird so dick. Pass auf, Folgendes. Ich werde... Hoffentlich futtert der jetzt die Käfer. Gucke. Neonkäfer können... ja, wie hell das leuchtet. Wie Neonlichter. So, jetzt sehe ich nämlich was. Aha. Ich sehe, dass da eine Pflanze ist. Ja, okay, gut. Aber das bringt mir jetzt auch nichts. Aha. So, ich habe ein Blümchen gefunden. Also das wusste ich schon vorher, dass ich ein Blümchen finde. Zack. Hallo, du da. Au. Oh, der hat seinen eigenen Spross gefuttert. So, ist jetzt aber auch genug. Ich finde, das haben wir gut gemacht. So, hinein. So, guti. Haben wir nochmal ein extra Blümchen gefunden. Sehr schön. Und die Königin entthront. Ja, ich möchte die Erkundung beenden, bitte. Danke.
So. Mal gucken. So. Wir müssen dieses Gebiet als Gefahrenzone ausweisen, wenn man bedenkt, wie viele Vertreter dieser Spezies es hier gibt. Die Dingens da, die benötigt außerdem einen passenden Namen. Wie möchtest du sie nennen? Ich überlege mir was. Also, pass auf. Das ist ja eine Piranha-Pflanze. Weiß ja jeder, dass das Piranha-Pflanze ist. Aber das war die Königin. Und die hatte Stacheln auf dem Buckel. Ist das die Piranha-Chefin? Aber Piranha selbst ist schon ein riesenlanger Name. Das passt ja gar nicht. So. K-Ö-N-I-G-I-N. Das sind irgendwie 7 Buchstaben. Kennt man Königin, Tim-Königin. Mir fällt kein anderer Name mit 3 Buchstaben ein. Tam, Tum, Bom, Bim, Bim, Bam, Bum. So, also Königin fällt schon mal raus. Es ist eine Pflanze. Eine Pflanze, eine Blume, um genau zu sein. Blume hat weniger Buchstaben als Königin. Und sie schnappt. Eine schnappende Blume. Eine Stachelblume. Eine Piranha-Blume. Okay, wir geben ihr einen Vor- und Nachnamen. Und zwar Pia als Vornamen. Das ist die Kurzform von Piranha. Pia. Das ist zu lang. Pia. Snap. Also snappt. Blum. Pia Snap Blum. Das ist eine Königin. Einer Königin gebiert. Auch gebiert, geburt, gehört. Steht zu. Auch ein königlicher Name. Pia von Snapblum. Okay? Ja, das ist gut. Scheint mir eine gute Wahl. Ja, es könnte wirklich sehr gut die Pia Snapblum sein. Bleibt es bei dem Namen? Ja, Pia Snapblum ist gut. Das ist ein königlicher Name. Finde ich sehr königlich. Die bissige Pflanze entlässt zur Vermehrung Sporen. Ah. Die starken gedeihen. Schmeckt bitter, ist zudem hart. Ja. Hier. Pflanze wurde schmetterlingsblau. Ach, man kann auch blaue Pflanzen machen? Ich dachte nur grüne, weil sie die Grashüpfer gegessen haben? Oder wie? Okay. Alles gut. Ja, das lief ja... Ach, guck mal, jetzt sind da unten neue. Das ist eine neue Pia Snapblume. Das ist auch Pia Snapblum und das ist auch Pia Snapblum. Das sind alles Snapblumen. So. Guck mal, jetzt haben wir hier noch so ein Fashion... Ein Florrenhüpfer hier, ein Florrenhüpfer. Florrenhüpfer, keine Ahnung, warum meine Zunge so komisch vibriert. So. Und noch so ein... Ding. Ein Ding, was da hängt und bampelt. Wüsste ich jetzt nichts anderes, was hängt und bampelt. Ich würde mal sagen, der sieht doch gut aus für das nächste Mal. Nicht mehr heute, fürs nächste Mal. Okay? Danke, bis zum nächsten Mal. Tschö.